War es halt so, dass sie die Bauern einen Stammtisch einmal getroffen haben zum Kartenspielen und zum ja, einfach einmal, wenn irgendwo Unstimmigkeit war, dann hat man das auch geregelt. Dann ist halt auch mal Kraft geworden. Und, aber danach hat man sich wieder vertragen und haben sich zusammengeguckt. Und nächste Woche war das gleiche wieder. Aber damals hat man keinen Richter und kein Ding nicht gebraucht, sondern das ist noch gleich vor Ort ausgeredet worden. Und das war in der Wirtschaft am besten, genau. Nein, das waren immer die gleichen Sandler. Bauern hauptsächlich, die wo halt Baum gebracht haben zum Schneien oder im Müll gekommen sind fürs Stroh, die wo dann Wohl geholt haben oder irgendwas. Dass die gekommen sind, die wo halt schon in die Arbeit gegangen sind, haben ihre Lohntüten gekriegt. Die haben ihre Lohntüten gekriegt und sind halt am Freitag Nachmittag zum Wirt gegangen. Und dann haben sie oft die Frauen schon abgepasst, weil da sonst nichts mehr übrig geblieben war, weil damals haben sie das noch versaufen können. Wir drungen. Die einen haben teilweise ans Küchenfenster hingeklopft. Ressi, schenkst mir gleich eine halbe Ei. Weil sie nicht so lange warten haben können, bis drin an den Tisch geguckt sind, dass sie sich halbe bestellen können. Mei, wenn du so einen Durst hast, das verstehst du schon. Eigentlich hat es damals gar keine Frauentoiletten nicht gegeben. Also mit Kindern war da früher überhaupt nichts. Da hat es nur für Männer ein Pissoir gegeben und eine Toiletten. Also früher hat es das nicht gegeben, dass eine Frau in der Wirtschaft geht. Da werden die alle die Bauern geschaut. Die Bobirche hat das geheißen. Nein, ich war da noch ein Kind, ich habe bloß über Bobirche verstanden, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann war es immer so, jeder von Klo hat ja einen Hausnamen gehabt. Ich habe bloß einen Hausnamen gekannt, ich habe nicht gewusst, wer die Leute teilweise heißen. Ja, und dann ist halt der Haumbauer und der Schuhbauer und der Droschel. Dann schreibst du einmal Droschel. Die sind halt selten vorgekommen, aber wenn sie vorgekommen sind, dann gib ihm bis zum geht nicht mehr. Und hat er auch gerne, ja, meine Mutter, die schimpft, die waren zwei Jungs und bloß die Mama war halt daheim, wo ist denn ein Auto? Und ja, dann haben wir halt das Auto heimgefahren in die Garage rein und er hat ihn schon eingefunden bei der Haustür. Wir verstehen es oft ganz schlecht. Jetzt vor 3 Tagen war der Mutter beim Frühstücksraum drüben, und dann sagt er schon zweimal was, ich hab dann nichts mehr gesagt. Und ich denke mir, nein, jetzt sage ich halt einmal ja. Und dann, ja, Jetzt weiß ich ihm aber nicht recht, dann habe ich gesagt, nein. Jetzt hat er wieder blöd geschaut und ich gedacht, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Dann sage ich, was haben sie gesagt? Jetzt hat er es wieder gesagt, aber ich habe es wieder nicht verstanden. Der hat aber schon Deutsch geredet. Der hat schon Also Deutsch geredet. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, einmal weiß ich schon, da waren von Inzimus, ist einer übergefahren, dann war er am Bahngleis drum gestanden und Reifen sind durchgegangen, weil er die Auffahrt, also die Straße nicht mehr gefunden hat, ist daneben sein, wollte über das Bahngleis fahren. Wir sind regelmäßig da. Ja. Und öfters. Genau. Besoffen und kleine Kinder ist fast das Gleiche. Also da muss man ganz langsam reden, weil die Koordination, das dauert alles ein bisschen länger. Und manchmal ist es abends noch ganz schön heiß geworden und die, die jetzt um den Ofen, den Tisch geguckt sind, denen hat halt Birnen schon ganz schön geracht und die, die am Fenster geguckt sind, die waren noch da. Die hat noch ganz schön gefroren. Und wenn die Leute wirklich nicht heimgegangen sind, dann hat unsere Mama immer das Fenster aufgemacht, dass es kalt reingeht. Wenn sie es gefroren hat, sind sie schon gegangen. In der Früh um 4 Uhr, ja, ich habe noch so einen Durst. Dann sage ich, ja, kriegst du noch eine Flasche Wasser? Nein, sagen sie, ich brauche kein Wasser nicht. Ich wollte alle noch ein Bier, aber Bier gibt es dann keins mehr. Und die Bar war immer grammitvoll. Alle wollten da was trinken und die war immer grammitvoll. Und damals hat man ja noch rauchen dürfen. Und da hast du aber keine Zigaretten geraucht, weil das Feuer immer ausgegangen ist. Da war kein Sauerstoff mehr drin. Und wie es hat einer das Fenster aufgemacht, ist der nächste gekommen, weil das war ja immer Februar meistens, hat das Fenster wieder zugemacht. Also rauchen hast du nicht keiner drin. Ich glaube, so einen alten Kadett hat er gehabt, hat er schon einen Sprung in der Scheibe gehabt drinnen. Dann fahren wir so dahin, auf einmal löst sich das selber weiter, wird das selber größer. Gott sei Dank habe ich einen Helm dabei gehabt vom Motorradfahren, weil wir damals noch Moped gefahren sind.
Und dann haben wir heim, weil es saukalt war im Winter. Auf einmal steigt er aus, hält er da auf so einer Landstraße, sag ich, was ist jetzt los? Nimmt er sich ein Klopapierroll hinten raus und haut ab und dann kommt er wieder nach einer Zeit lang. Ich habe jetzt müssen, sagt er. Ich habe dann gesagt, nein, wir fahren jetzt nicht mehr Augsburg, wir schauen, dass wir wieder heimkommen. So sind wir dann wieder heimgefahren. Das war dann. Wenn du jetzt ein Los kaufst und du gewinnst was. Nur so ein Schmarrn. Ist wurscht, was für ein Schmarrn. Du freust dich immer. Das sollte nur 5 für jeden sein. Ja, pass auf, das sind manche Du kannst nicht mehr sehen. Weißt du, besser geschmeckt. 121 geht. Scheiße! Das hättest du ja gar nicht Und teilweise, wir haben dann halt am Samstag wieder abputzen müssen. Und dann war es halt so, da sind halt viele Preise überblieben. Wir haben uns einmal gefreut, obwohl wir nichts gehabt haben. Und dann haben wir es aufgehebt und wenn sie nächstes Jahr wieder was gesammelt haben wir es ihnen wieder gegeben. Schon haben sie wieder ein paar Preise gehabt. Das ist ein Petershausen Bahnübergang, der berüchtigte Bahnübergang, der war da drin. Da haben sie ausprobiert, wie schnell das drüber fahren können. Aber ich weiß nicht mehr, wer drüber gefahren ist, aber schon, ich glaube, mit 70, 80, die waren oben. Ich weiß nicht mehr, wer drin geguckt ist. Der hat in den Himmel oben ein Tuin reingehauen mit dem Kopf. Und ich und der Michi haben ihm nach den Ratz einen Ständer hinten reingezwickt. Und er hat den Ratz da hinten drum gehabt, aber er hat ihn nie gesehen. Und dann, du, deine Ketten, schau mal deine Ketten an, haben sie gesagt. Und, ja, dann hat er an der Ketten überrummt und hat eine dreckige Hände gehabt. Und dann haben sie gesagt, ja, da hinten liegt ja ein Hadern drauf, da kannst du deine Hände putzen. Mani, geh mal her, mit deiner Ketten stimmt irgendwas nicht. Mit meiner Ketten nicht stimmen. Ja, das habe ich gestern gespannt. Jetzt habe ich wegen dir dreckige Hände. Wo soll ich jetzt meine Hände putzen? Da schau, hast du einen Hadern hin drauf, putz die ab. So komisch, oder? Hey, der hat ja 2 Augen, schau mal her, Ratz! Da ist auf ein Bier, dann sagt das Bier, das ist halt gut. Dann sagt der Nächste, ja, das ist auch, so ein gutes Bier haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, super, einwandfrei, den ganzen Tag einwandfrei. Nächsten Tag gehen wir, trinken wir Bier, der zweite, dritte sagt, das Bier, das schmeckt halt nicht. Hast du auch schon gespannt? Ja, du, wenn du jetzt weißt, dass du sagst, mir hat es auch nicht geschmeckt. Wirt, was ist denn mit deinem Bier los? Warum schmeckt denn das Bier nicht? Der Brei hat kein gescheites Bier nicht gemacht. Ist aber genau das Fassel das gleiche vom Tag vorher. Also ist kein Unterschied nicht, aber das ist so eine Tagesform. Du hast halt das Falsche gegessen oder hast halt keinen Geschmack nicht. Oder es schmeckt nicht alles jeden Tag gleich. Dann sind wir reingegangen, dann habe ich zu ihm gesagt, ja, wir brauchen so einen Hadern da für Klarinetten zum Putzen. Dann hat er geschaut, wie Schweiberl. Dann habe ich gesagt, Dann habe ich gesagt, ja, einen Lumpen. Aber den hat er leider auch nicht gekannt. Und ich habe den anderen Ausdruck nicht gekannt, wie ich noch sagen soll. Aber dann habe ich gesagt, das durch. So eine Beziehung ist auch das, was ein Wirt ausmacht. Also nicht bloß sagen, ja, Essen, Verkauf von Dingen, sondern einfach, da gehe ich gern hin, da musst du dich wohlfühlen. Nicht bloß, weil er sagt, der macht einen guten Schnitzel. Nein, dann sage ich, wenn ich reingehe, möchte ich mich wohlfühlen. Da gehe ich zum Hansi oder gehe ich in die Wirtschaft rein, weil da war ich früher schon, oder das gefällt mir gut, oder da gehe ich gern hin. Und das ist auch wichtig. Also es war ein Gast bei uns, der hat einmal ganz viel getrunken, war von Klo. Und dann ist er halt, seine Frau wird ihn schon vermisst, haben wir vielleicht auch schon geschaut. Und nachher ist er halt heimgegangen und jetzt hat aber die Frau die Haustür zugesperrt gehabt. So. Jetzt hat er welche gesagt, Mari, mach auf! Mari, jetzt mach halt endlich auf! Und sie wollten halt nicht reinlassen, weil er wieder drum Rausch gehabt hat. Das kann ja nicht sein, dass der gerade läuft, weil du nicht daheim ist. Du willst nicht. Mari, mach die Tür auf! Herr, rutsch mir doch am Buckel runter, du kannst jetzt zu die Sei an Saustall flackern, du Lost, du! Du machst uns zum Gespött von ganz klar!
Du machst jetzt sofort die Tür. Du, ein ganzen Hof bringt er. Das gibt ja sogar ja Herrschaftszeitnummer rein. Dann hat er es aufgesperrt und dann hat er es gepackt, hat es rausgezogen, ist reingegangen und hat die Tür zugesperrt. Und dann hat es Black geschaut.